In Wien weltberühmt war die Boxerin Hermine Stehlig. Anfang der 1930er Jahre fanden im Keller des Grabencafés internationale Boxkämpfe statt. Und Stehlig war dabei die Beste der Besten. Sie hatte alles, nur keine Gnade mit ihren Gegnerinnen. Aber wie das so ist mit dem Leistungssport, irgendwann ist er dann auch wieder vorbei. Und was macht man dann? Na, zum Beispiel verkauft man Radi im Wiener Würstelprater. Ja, das ist eine von denen, die damals dabei waren. Hermine Stehlig, Jahrgang 1908. Sie war von 1932 bis 1948 Österreichs berühmteste Boxerin und Ringerin. Künstlername Ilona Karoli. Der Butterweiche. Warte, jetzt zieh ich ihn auseinander. Moment. Heute verkauft sie im Wiener Prater im Sommer Radi und Kukuruz und im Winter Maroni. Der Wiener Prater ist ihre Heimat, ein letzter Hauch der großen, weiten Welt, in der sie einmal zu Hause war. Im Geruch verbrannter Kastanien, Erinnerungen an die gute alte Zeit und der Duft einer Ferne, von der sie heute nur mehr träumen kann. Ja, sie ist tatsächlich in der ganzen Welt aufgetreten und hat für Österreich gekämpft. Manchmal auch für Ungarn oder für Deutschland, je nachdem, wann es war und wo es gerade war. Wenn sie in ihrem Stammgasthaus von damals erzählt, wie es wirklich war, findet sie immer dankbare Zuhörer. Sie wollen doch auch mithören, oder? Wie wird man eigentlich Boxerin? Ja, weil alles arbeitslos war. Sind wir boxen gegangen. So wie beim Ballett. Wir waren ein Boxballett. Ihr nächster Trainer war ein ganz berühmter Mann, Box-Europameister Poldi Steinbach. Da ist im Poldi Steinbach. Wo haben Sie den zweiten Teil? Das gehört zusammen. Das gehört zusammen. Da bin ich eingehängt im Poldi Steinbach. 6 Monate sind wir gewesen im Grabencafé. Dann waren wir im Baden draußen, da hat uns einer gesehen, Badener Casino, der hat uns Boxen gesehen und hat uns sofort dann mitgenommen nach Südamerika. Ja, und wie ist das? Haben Sie da trainieren müssen? Oder? Trainieren. Auf dem Schiff schon um 4 und 3 in der Früh waren wir, wie bei der Überfahrt, weil es dann so heiß war. Wissen? Ich war schon 30 Jahre und bin mit 30 Jahren hört jeder Fußballer oder Sportler auf. Bin ihnen nach Südamerika gefahren. Ich habe gearbeitet in einem Haus, da haben sie das Ronacher 7 Mal einstellen können. Da haben wir gearbeitet. Sag Ihnen das Casino Maipo. Da hat den Al Capone sein Alte am Spinett gespielt. Haben Sie den kennt, den Al Capone? Von Chicago? No, den haben Sie nicht kennt. Der Größte. Der Größte. Da schau, die haben gespielt mit der Zara Leander. Die waren auch bei uns im Ding. Ja, ich war die Wilde. Immer die Wilde? Immer. Ich war die Ilonka Karoli. Ah, das war ein Künstlername? Der Ungarin, jawohl. Und wieso waren Sie die Wilde? Und war die Letzte. Haben Sie so Wilde Die ausgeschaut? Letzte. Die Wilde, hingehauen, habe den Schiedsrichter gleich halber erschlagen. Der hat gesagt, hau mich nicht in die Goschen, meine Zehnt, hat er gesagt. Hau mich nicht in die Goschen, meine Zehnt, hat er gesagt zu mir, mein Lieber. Haben Sie da richtig hingehauen? Na freilich, die Zehnt haben sie verloren, solche Nasen, das Blut ist dann runtergegangen. War kein Theater, haben Sie richtig hingehauen? Sowieso war es kein Theater. Wir waren auf der Insel Malta, wir haben gehabt diese englischen Matrosen da, gell, und von den U-Booten. Ne? Das sind da lauter, wie sagt man, Sportler. Ja. Die lassen sich da nicht mit dem Schmäh halten. Das gibt es nicht. Da war ja die Rapid da. Die Rapid, der Bimbo, das Mystic, der Zehnterhalb, das sind heute schon alle Herren mit 70 Jahren. Und die haben euch angeschaut nachher? Oder? Die haben geschrien dort in den Lokalen. Die sind immer noch das war zu Ostern einmal, da war ein Fußballmatch und da sind sie zu uns gekommen. Das war überfüllt war das. Und so ringen heute ihre männlichen Kollegen, was sie wohl davon hält. Schaukämpfe sind es. Ja, aber jetzt habt ihr richtig hingehauen, ne? Na, bei uns sind es aber auch Schaukämpfe gewesen. Dann glaubst du, dass die auch richtig hinhauen jetzt? Das sehen Sie, die Urwascheln sind verbogen, das Knack haben sie verbogen. Lass einmal deine anschauen, ob sie verbogen sind. Nein, die habe ich nicht. Wenn Sie einer
überfallen nicht wollen. Den hätten sie schon. Ich fürchte mich nicht, ich fürchte mich heute nicht mit den Alten. Hast du noch immer Muskeln? Ja. Da musst du 2 Hände nehmen. Lieber Freund, da bin ich dagegen ein Bordenswerk. Ich hau dir aufs Kreuz und bring das Knack beim Hitzlergriff. Weißt du, was ein Hitzlergriff ist? Nein, ich will nicht So bei sehen. Doppelnöseln. Ach so, Ja? wohin? Das Reiberl. Ich möchte wissen, ob Sie jetzt zufrieden sind mit dem Leben. Ich bin zufrieden, sehr zufrieden, nur kein Mann. Eins würde mich noch interessieren. Wieso wird man dann Marone-Frau drin nachher? Ja, wenn man Talent hat, kann man alles werden im Leben.